Richter beleidigt Pam Bondi im offenen Gericht. Minuten später hat sie ihn in Handschellen. Sie werden nicht glauben, was gerade passiert ist. Pam Bondi war nicht neu bei Druck. Sie hat Jahre in den juristischen Schützengräben verbracht. Einige der härtesten Fälle des Landes übernommen. Aber heute fühlt sich anders an. Als sie in den Gerichtssaal von Richter Howard Getz trat. Man berüchtigt für seine scharfe Zunge und unvorhersehbare Urteile. Sie wusste, das würde keine gewöhnliche Anhörung sein. Der Fall zur Hand. Ein hochbrisantes Vergehen gegen Regierungsethik. Das hat das Potenzial, mehr als nur ein paar Karrieren zu erschüttern. Der Anklagte war ein wohlhabender Bauunternehmer. Mit tiefen politischen Verbindungen beschuldigt. Staatsgelder in seine privaten Projekte zu leiten. Die Beweise waren hochgestapelt. Und Bondi war vorbereitet gekommen. Worauf sie nicht vorbereitet war die Feindseligkeit von der Richterbank ausstrahlte, bevor sie überhaupt ein Wort sprach. Richter Getz schaute kaum auf, als sie sich dem Tisch der Klägerin näherte. Stattdessen blätterte er mit absichtlicher Langsamkeit durch eine Akte, ließ den Gerichtssaal in Schweigen sitzen. Die Art von Schweigen, die nicht nur prozedural war. Es war darauf ausgelegt, eine Aussage zu machen. Endlich, ohne sie anzusehen, sprach er Fräulein Bondi. Ich nehme an, Sie haben heute etwas Substantielles vorbereitet. Oder sollten wir einfach vorspulen? Zu dem Teil, wo Sie meine Zeit verschwenden. Ein paar Kichern wellten durch den hinteren Teil des Gerichtssaals. Hauptsächlich vom Rechtsteam des Anklagten. Bondi ignoriert sie hat Schlimmeres erlebt. Eure Ehre, ich glaube, die Beweise werden für sich selbst sprechen. Der Fall beinhaltet den Missbrauch von Steuergeldern. Und mein Job ist es, sicherzustellen, dass die Fakten korrekt präsentiert werden. Richter Getz lehnt sich in seinem Stuhl zurück. Vortäuschend Langeweile. Steuergelder richtig. Weil es noch nie die Grundlage eines leichtfertigen Falls war. Bondis Kiefer spannt sich an. Aber sie hielt ihren Ton ruhig. Respektvoll, Eure Ehre. Ich würde Korruptionsvorwürfe auf Felonie-Ebene kaum leichtfertig nennen. Für einen kurzen Moment trafen sich ihre Blicke. Seine kalt und berechnend, ihre unerschütterlich. Aber bevor sie fortfahren konnte, unterbrach er sie wieder Frau. Bondi, ersparen Sie mir die Vorträge. Kommen Sie einfach zur Sache, ich habe nicht den ganzen Tag was auch immer für eine Selbstdarstellung sie geplant haben, zu unterhalten. Ein Murmeln breitet sich durch die Zuschauergalerie aus. Der Gerichtssaal war nicht voll. Aber die Anwesenden waren aufmerksam. Spürten, dass etwas nicht stimmte. Richter konnten streng sein, aber dies war persönlich, Pam atmete langsam ein, sich neu ausrichtend. Sie wusste, was los war. Gott wollte sie aus dem Gleichgewicht bringen. Er wollte das Tempo kontrollieren. Sie in die Defensive drängen. Aber sie würde ihm diese Befriedigung nicht geben. Sie nahm eine Mappe vom Tisch. Öffnet sie, Eure Ehre. Ich möchte die Aufmerksamkeit des Gerichts auf Beweisstücke anlenken. Die Finanzunterlagen zeigen klar. Fräulein Bondi. Gatz unterbrach. Insistieren Sie immer darauf, Leute in Papierkram zu ertränken.
Oder ist das nur ihre Art zu kompensieren? Der Traf, die Veränderung im Raum war sofort spürbar. Der Verteidiger grinste. Ein paar Reporter in der Galerie tauschten Blicke. Aber Bondi zuckte nicht. Sie hat vor langer Zeit gelernt, dass Männer, wie Richter geht's von Einschüchterung lebten. Der einzige Weg, sie zu schlagen, war, seine sehen zu lassen, dass man erschüttert war. Sie pausierte gerade lang genug, um eine Aussage zu machen. Ohne ein Wort zu sagen, dann legt sie die Mappe ab und schlug ihre Hände zusammen. Euer Ehre. Wenn Sie es vorziehen, das persönlich weiterzumachen, bin ich glücklich, eine Unterbrechung zu beantragen, während wir irgendwelche beruflichen Bedenken besprechen. Sie haben könnten, es war subtil. Nicht aggressiv, nicht respektlos. Aber gezielt. Eine klare Warnung, dass sie nicht einfach aufgeben würden. Die Lippen des Richters kräuselten sich leicht. War das Belustigung? Ärger? Es war schwer zu sagen, aber er war noch nicht fertig. Nicht doch auch. Ich habe keine Bedenken, Fräulein Bondi. Ich erkenne nur einen schwachen Fall, wenn ich ihn sehe. Diesmal war die Reaktion nicht nur Gemurmel. Ein paar Keuchen. Jemand flüsterte etwas unter seinem Atem. Dies war nicht, wie ein Richter eine Anhörung leiten sollte. Pam konnte das Gewicht des Raumes spüren, wie es sich verlagerte. Augen bewegten sich zwischen ihr und Gates wie bei einem Tennismatch. Aber sie würde sich nicht auf ein Schreiduell einlassen. Es war, was er wollte, stattdessen. Rückt sie ihr Jackett zurecht, richtet ein paar Papiere und sah ihm direkt in die Augen. Da. Vermutlich sollten wir die Beweise sprechen lassen. Aber während sie sprach, bemerkt sie etwas in seinem Ausdruck. Nicht nur Arroganz, nicht nur Herablassung. Da war etwas anderes, ein Flacker von etwas Tieferem. Wie ein Mann, der ein Interesse am Ausgang des Falls hat. Und da wusste sie. Das ging nicht nur um Gerichtstheater. Richter geht zwar nicht nur aus Sportlichkeit streitlustig. Er hat etwas zu verbergen, aber was er nicht wusste. Sie auch. Pam Bondi war schon bei vielen angespannten Anhörungen gewesen. Oder 4, aber dies war etwas anderes. Richter Getz urteilte nicht nur vom Richterstuhl. Er spielt ein Spiel, ein kalkuliertes. Bewusstes Versuch, sie zu untergraben. Vor dem gesamten Gerichtssaal. Aber warum? Sie konnte das Gewicht seines Blicks spüren, während sie ihre Argumente vorbrachte. Jedes Wort, das sie sprach, erwartete darauf, anzugreifen. Sie konnte es praktisch sehen. Das leichte Kräuseln seiner Lippen. Das langsame Tippen seiner Finger auf der Bank. Als ob er sie herausforderte, weiterzumachen. Sie würde nicht aufhören, Euer Ehre, sagt sie, ihren Ton gemessen haltend. Die Dokumente zeigen eine klare Diskrepanz. In den Finanzzuweisungen. Das Unternehmen des Anklagten erhielt beinahe das Dreifache des im ursprünglichen Budget genehmigten Betrags. Und nichts davon war in den Staatsunterlagen verbucht. Sie dreht sich leicht, zeigt auf den Projektionsbildschirm, wo die Finanzauszüge angezeigt wurden. Nun, wenn Sie hier schauen. Fräulein Bondi geht's viel ein. Seine Stimme mit dem gleichen selbstgefälligen Ton. Ich hasse es, Ihre Präsentation zu unterbrechen. Wirklich tue ich. Aber ich denke, wir haben genug Zahlen für einen Tag gesehen.
Bondi sah ihn an, dann zurück zum Bildschirm. Er versuchte nicht einmal mehr, es zu verbergen. Euer Ehre, mit allem gebührenden Respekt. Die Zahlen sind die Grundlage des Falls. Richtig, er spottete. Und doch sehe ich nichts, das die Zeit des Gerichts zu verschwenden rechtfertigt. Da war es. Das Wort wieder Zeitverschwendung. Er versucht, den Fall zu begraben, bevor er überhaupt Fahrt aufnahm. Sie hört ein leises Rascheln hinter sich. Das Geräusch des Anklageteams, das sich bewegt. Blicke austauschend, sie spürt es auch. Etwas stimmte nicht. Bondi verstärkte ihren Griff um ihren Stift. Blättert zur nächsten Seite ihrer Akte. Euer Ehre, ich möchte einen Antrag einreichen, abgelehnt. Still. Sie schaute auf. Ich habe den Antrag noch nicht einmal genannt. Und doch kann ich Ihnen schon sagen, er führt zu nichts. Götz lehnt sich vor, stützt seine Ellbogen auf die Bank. Sage mir ehrlich, Fräulein Bondi. Der ganze Fall basiert auf Spekulation. Ein wenig kreative Buchführung. Und plötzlich schreit sie Korruption. Der Verteidiger, ein mittleren Alters in einem marineblauen Anzug. Grinste, er hat kein Wort sagen müssen. Götz erledigt die ganze Arbeit für ihn. Bondi atmete langsam aus, Euer Ehre. Weigert sie sich, meinen Antrag anzuhören, bevor sie seinen Inhalt kennen. Eine Pause, ein Schlag zu lang. Dann, ich weigere mich, den Zirkusakt länger zu dulden. Der Gerichtssaal war jetzt nicht nur angespannt. Er verlagert sich, Augen husten. Köpfe drehten sich. Selbst Reporter hinten schrieben schneller. Bondi fing den Blick einer Geschworenen auf. Eine Frau in ihren 50ern, die eine dunkle Jacke trug. Die Stirn der Frau runzelt sich. Lippen zusammengepresst. Sie war nicht die Einzige, die es bemerkte. Das Problem mit Arroganz. Es lässt die Leute aufmerken. Bondi straffte ihre Schultern sehr gut. Euer Ehre. Dann lassen Sie uns mit dem nächsten Beweisstück fortfahren. Sie dreht sich zurück zum Bildschirm. Klickt auf die nächste Folie. Das Dokument durch eine Vorladung erhalten. Zeigt, dass Fräulein Bondi, der Ton war diesmal anders. Ein Wechsel, sie hielt inne. Sah ihn an. Richter Götz lehnt sich nicht länger in seinem Stuhl zurück. Trug nicht mehr das selbstgefällige Gesicht. Seine Hände waren jetzt verschlungen. Sein Mund eine dünne, harte Linie. Etwas hat sich verändert, kommen sie an die Bank. Es war kein Vorschlag, sie zögert. Dann legt sie ihre Papiere ab und ging auf ihn zu. Der Gerichtssaal verstummte, als sie die Bank erreichte. Er senkt seine Stimme gerade so, dass nur sie es hören konnte. Ich würde dringend vorschlagen. Sie überdenken die Richtung, die sie hier einschlagen. Fräulein Bondi, sie neigte leicht den Kopf. Entschuldigung, ich sag. Flüsterte er, dass manche Kämpfe es nicht wert sind. Sie ließ das in der Luft zwischen ihnen hängen. Dann langsam, absichtlich. Lehnt sie sich nur einen Zoll näher. Ich lasse mich nicht leicht einschüchtern, Richter Götz. Ein Muskel in seinem Kiefer zuckte. Sie dreht sich um und ging zurück zu ihrem Tisch. Aber der Moment sagte ihr alles, was sie wissen musste. Pam Bondi kehrte zu ihrem Platz zurück. Ihr Verstand raschte, das war nicht nur ein Machtspiel. Es war eine Warnung.
Eine verhüllte Drohung verkleidet als richterliche Autorität. Aber warum? Sie war in den Gerichtssaal gekommen und hat Gegenwehr erwartet. Vielleicht sogar Feindseligkeit, aber dies war etwas Tieferes. Richter geht zwar nicht nur voreingenommen. Er schützt etwas oder jemanden. Sie richtet einen Stapel Papiere. Hielt ihren Ausdruck neutral. Das Anklageteam neben ihr bewegt sich. Wartet auf ihre Reaktion. Sie tat's nicht, noch nicht. Stattdessen hob sie ihr Kinn und sah dem Richter ins Gesicht. Euer Ehre, ich möchte meine Beweise weiter vorlegen. Gates antwortete nicht sofort. Stattdessen ließ er die Stille verweilen. Als ob er entschied, wie weitergehen wollte. Dann endlich fahren sie fort, aber machen sie es kurz. Bondi nahm den Seitenhieb nicht zur Kenntnis. Sie griff einfach nach der nächsten Akte. Das Dokument ist ein Vertrag. Unterzeichnet zwischen dem Anklagten und dem städtischen Planungsausschuss. Es beschreibt die vorgeschlagenen Projektkosten. Sie werden bemerken, dass die aufgeführten Kosten insgesamt gerade über 2 Millionen Dollar betragen, sie hielt inne. Dann mit bewusster Präzision legt sie ein weiteres Blatt auf den Projektor. Jedoch, das ist ein internes Hauptbuch von der Firma des Anklagten. Das zeigt, dass die tatsächlich überwiesenen Gelder beinahe doppelt so hoch waren. Und hier, sie legt ein drittes Dokument. Nieder ist die Genehmigungsunterschrift unterschrieben von. Sie zögerte, ließ das Gewichtsmoment wirken. Richter Howard Gates, der Gerichtssaal verlagert sich nicht nur. Er brach eine Welle der Bewegung. Augen huschten, Stifte kratzten. Der Verteidiger erstarrte. Sein selbstgefälliger Ausdruck wie weggewischt. Richter Gates, er bewegt sich nicht. Zum ersten Mal. Seit sie den Gerichtssaal betreten hat. War sein Gesicht unlesbar. Bondi ließ still einen Moment länger hängen. Dann fuhr sie fort, Euer Ehre. Möchten Sie erklären, warum Ihre Unterschrift auf einer nicht genehmigten Finanztransaktion mit dem Anklagten erscheint? Ein kalkuliertes Risiko, sie hat die ganze Geschichte noch nicht. Aber was sie hat, war genug, um das Fundament unter ihm zu erschüttern. Gates bewegt sich endlich, rutschte leicht in seinem Sitz. Seine Finger pressten sich zusammen. Knöchel wurden weiss, das Dokument. Sagt er langsam, ist unzulässig. Bondi neigte den Kopf wie das. Es wurde unsachgemäß beschafft. Sie ließ das wirken, Euer Ehre. Das Dokument wurde von meinem Büro vorgeladen. Seine Nasenflügel blähten sich, dann wurde es falsch gehandhabt. Ich erkläre es für unzulässig. Es wird von dem Gericht nicht berücksichtigt. Diesmal war die Verlagerung nicht nur in der Galerie. Sie war überall, die Geschworenen, die Stenografin, sogar der Gerichtsdiener. Alle schauten zu, Bondi verschränkt die Arme. Ihr Ton ruhig. Sie wissen, dass dies eine öffentliche Anhörung ist, richtig. Dass die Medien hier sind. Dass jede einzelne Person in dem Raum sie gerade gesehen hat. Entscheidendes finanzielles Beweismaterial ohne Grund für unzulässig erklärte. Ein Muskel in seinem Kiefer sprang. Das reicht, Fräulein Bondi. Sie bewegt sich nicht, blinzelt nicht. Dann setzt sie sich langsam. Und zwar, als sie etwas tat.
Das alles veränderte, sie griff in ihren Koffer und zog einen kleinen Rekorder heraus. Sie stellte ihn auf den Tisch und drückte Play. Eine Stimme füllte den Gerichtssaal, tief, rau, unverkennbar. Kümmert sie sich darum, mir egal wie. Das Band knisterte, dann ging es weiter. Stellen Sie sicher, dass sie die Hauptbücher nicht in die Hände bekommt. Stille, absolute, erstickende Stille. Richter Götz bewegt sich nicht, atmete nicht. Bondi sah ihn nicht an, sie musste nicht. Denn jetzt hat jede einzelne Person in dem Raum ihn gehört. Und das wahre Spiel sollte beginnen. Die Aufnahme endete, ließ nichts als Dicke. Erstickende Stille in ihrem Nachhall. Kein Murmeln, keine geflüsterten Spekulationen. Nur eine fassungslose kollektive Erkenntnis. Dass Richter Howard Götz gerade ertappt worden war. Beim Bondi bewegt sich nicht. Sie hielt ihre Augen auf den Rekorder gerichtet. Als ob sie ihn herausforderte, das gerade Gespielte anzufechten. Aber er tat's nicht, er konnte nicht. Im ganzen Gerichtssaal blinzelte der Verteidiger endlich. Seine Fassung bröckelte, das Grinsen war weg. Ersetzt durch etwas näher an Schrecken. Er sah zu seinem Mandanten, dem wohlhabenden Bauunternehmer, dessen Imperium auf Hinterzimmerdeals gebaut war. Und politische Gefälligkeiten. Der Massablas aus, Richter Götz räuspert sich. Fräulein Bondi, ich weiss nicht, woher Sie die Aufnahmen haben. Aber das ist nicht die Frage, die Sie stellen sollten. Eure Ehre, unterbrach sie. Ihre Stimme unerschütterlich, die wahre Frage ist: Mit wem haben Sie gesprochen? Seine Finger ballten sich zu Fäusten. Das ist empörend, schnappte er. Die ganze Anhörung versinkt im Chaos. Wegen ihrer Selbstdarstellung. Chaos, wiederholte Bondi. Ihr Ton leicht, fast amüsiert. Ich würde sagen, das ist endlich Klarheit. Wir haben etwas Transparenz in dem Gerichtssaal. Die Spannung stieg noch eine Stufe höher. Bondi ließ den Moment atmen. Ließ ihn schwitzen, dann griff sie nach einem weiteren Dokument und schob es über den Tisch. Eure Ehre, das ist ein Transkript einer Abhörung. Rechtlich während unserer Ermittlungen erhalten. Sie tippt auf die Oberseite der Seite. Es bestätigt alles, was Sie gerade auf der Aufnahme gehört haben. Richter geht starrt auf die Seite, berührt sie aber nicht. Seine Brust hob und senkt sich, sein Atem plötzlich lauter. Bondi dreht sich leicht, sah zum Gerichtsdiener. Offizier Reynolds. Würden Sie freundlicherweise den hervorgehobenen Abschnitt laut vorlesen? Der Gerichtsdiener zögert, nahm dann das Transkript. Seine Stimme war ruhig. Aber das Gewicht der Worte ließ den Raum kleiner wirken. Wir kümmern uns um Sie. Bondi hat noch nichts Solides. Aber wenn sie es tut, sorge ich dafür, dass es nie das Innere eines Gerichtssaals sieht. Ein scharfes Einatmen kam von jemandem in der Galerie. Bondi faltet ihre Hände zusammen. Ich möchte es als Beweis einreichen. Eure Ehre, die Augen von Richter Götz flackerten zur Tür. Eine winzige Bewegung, aber genug. Genug, dass der Raum erkannte, dass er zum ersten Mal an etwas anderes dachte, als an seine eigene Arroganz. Er dachte an Flucht. Aber es war viel zu spät dafür. Antrag abgelehnt, bellte er. Bondi hob eine Augenbraue, entschuldige Sie.
Die Anhörung ist vorbei, fuhr Gates fort. Seine Stimme eine Spur zu laut. Ich werde nicht zulassen, Richter Gates. Sagte Bondi ruhig, ich kann nicht um ihre Erlaubnis beten. Und dann tat sie es, den Schritt, auf den sie gewartet hat. Sie dreht sich zum hinteren Teil des Gerichtssaals und gab das kleinste, subtilste Nicken. Eine Tür öffnet sich, Schritte, halten gegen den polierten Boden. Und dann Richter Howard Gates. Eine feste, autoritative Stimme verkündet. Sie sind verhaftet. Keuchen brach aus jeder Ecke des Raumes hervor. Reporter griffen nach ihren Telefonen. Kameras klickten, die Geschworenen starrten. Selbst der Anklagte, der mächtige Mann, der dieses Verfahren als nichts weiter als eine Formalität erwartet hat, sah wirklich fassungslos aus. Richter Gates dreht sich nicht, er sprach nicht einmal. Er saß nur da, Augen fixiert auf einen einzigen Punkt auf seiner Bank, als ob er alles verschwinden lassen könnte, wenn er sich nur nicht bewegte. Aber die Realität hat ihn schon eingeholt. Pam Bondi blieb sitzen, als zwei uniformierte Beamte den Richter flankierten. Einer griff in seine Tasche. Der andere zog ein paar Handschellen heraus. Das ist absurd, murmelte Gates. Obwohl der Kampf schon aus seiner Stimme gewichen war. Der Beamte blinzelte nicht. Sie haben's Recht zu schweigen. Aber zum ersten Mal in seiner Karriere war Richter Howard Gates tatsächlich still. Das Geräusch vom Metall, das zuschnappte, war ohrenbetäubend. Die Handschellen schlossen sich um Gates Handgelenke. Besiegelten sie Schicksal. Vor den Augen der Menschen, über die er jahrelang geherrscht hat. Die einst gebieterische Gestalt hinter der Bank saß nun erstarrt, sein Gesicht eine Maske des Unglaubens. Der Gerichtssaal war in fassungsloses Murmeln ausgebrochen. Unglaube knisterte durch die Luft wie Elektrizität. Reporter hasteten, den Moment festzuhalten. Ihre Hände bewegten sich hektisch über ihre Notizblöcke. Selbst die Geschworenen, an ihre Pflicht zur Unparteilichkeit gebunden, konnten ihren Schock nicht verbergen. Pam Bondi blieb sitzen. Ihr Gesicht unlesbar, es ging nicht um Schadenfreude. Es ging nicht um Rache. Es ging um Gerechtigkeit. Richter Gates fand endlich seine Stimme. Das können sie nicht tun, seine Worte kamen leise heraus. Fast das Flüstern, als ob er selbst ihnen nicht glaubte. Der Beamte, der seinen Arm hielt, zuckte nicht. Sir, Sie werden in Gewahrsam genommen. Wegen Behinderung der Justiz. Verschwörung zum Betrug und Missbrauch richterlicher Macht. Sie werden Gelegenheit haben, mit einem Anwalt zu sprechen. Geht zerrt an der Handschelle. Sein Gesicht rötet sich, das ist eine Schande. Ich bin das Gesetz in dem Gerichtssaal. Bondi stand endlich auf, richtete ihre Jacke. Nicht mehr, sein Kopf schnellte zu ihr herum. Zum ersten Mal ward Arroganz durch etwas anderes ersetzt. Etwas näher an Angst. Die Beamten zogen ihn auf die Füße. Aber er wehrt sich, das ist politisch. Das ist, Bondi schüttelte den Kopf. Das ist Verantwortlichkeit, der Raum wurde wieder totenstill. Eine Lebenszeit ungeprüfter Macht in einem Augenblick dahin. Gates sein Gesicht verzerrt. Sein Kiefer angespannt, als er sich zur Galerie wandte. Seine Augen huschten von Gesicht zu Gesicht. Sucht er nach einem Verbündeten.
jemandem der aufstehen und dies für einen Fehler erklären würde. Aber niemand bewegt sich, denn es war kein Fehler. Ein paar Meter entfernt war der Verteidiger geisterhaft blass geworden. Der Bauunternehmer, der Mann, der dachte, sein Einfluss könnte ihn schützen, schlug sich nicht viel besser. Seine Finger umklammerten die Tischkante. Sein Atem flach, Bondi ließ ihre Augen auf ihm verweilen. Für nur eine Sekunde, bevor sie sich wieder dem Richter zuwandte. Eure Ehre, sagt sie. Ihre Stimme ruhig gemessen. Wenn Sie etwas zu sagen haben, würde ich vorschlagen, Sie sparen es für Ihre Anklageerhebung. Gates, sein Mund öffnet sich. Dann schloss er sich, denn es gab nichts mehr zu sagen. Die Beamten begannen, ihn zum Seitenausgang zu führen. Aber bevor sie die Tür erreichen konnten, fand der Bauunternehmer endlich seine Stimme. Warten Sie, warten Sie. Sein Stuhl kratzt über den Boden, als er aufsprang. Augen huschten zwischen Gates und Bondi. Das gerät ausser Kontrolle. Wir können etwas ausarbeiten. Bondi dreht sich um, eine Augenbraue hebend. Etwas ausarbeiten, der Mann schluckte. Sichtlich zerfallend, ich meine. Es gibt keinen Grund für diese Art von öffentlichem Spektakel. Lassen Sie uns vernünftig sein. Bondi mustert ihn einen Moment. Dann trat sie einen Schritt vor. Sie wirken nervös, Herr Lose. Sein Mund öffnet sich, aber kein Wort kam. Sie neigte den Kopf, warum sollte das sein? Er schüttelte den Kopf, zwang ein Lachen heraus. Nervös, nein. Nein, das ist nur. Das ist verrückt. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass Gott schuldig ist. Oder? Bondi ließ die Frage in der Luft hängen, bevor sie sprach. Glauben Sie still. Die Beamte bewegte sich wieder, führte Gates durch die Tür. In dem Moment, als sie hinter ihm zuschlug, sank sich das Gewicht des Moments über den Gerichtssaal. Wie ein dichter Nebel, dies war nicht mehr nur ein Fall. Dies war das Aufdecken eines Systems, das viel zu lange geschützt worden war. Und Bondi war noch nicht fertig. Sie blickt zurück zu den Geschworenen, auf den leeren Sitz Richters und dann zum Verteidigungstisch. Ich glaube, wir haben noch ein Verfahren zu beenden. Aber nach dem, was gerade passiert war, wusste jeder in dem Raum, das war nur der Anfang. Der Gerichtssaal fühlt sich jetzt anders an. Leichter, als ob das Gewicht von Jahren der Korruption in einem Augenblick gehoben worden wäre. Richter geht zwar weg, in Handschellen abgeführt, und der Schock darüber hing noch in der Luft. Wie die letzte Note einer Symphonie. Pam Bondi nahm wieder Platz. Richtete die Papiere vor sich. Das Verfahren war nicht vorbei, noch nicht. Aber das grösste Hindernis war gerade beseitigt worden. Sie wandte ihre Aufmerksamkeit wieder dem Verteidigungstisch zu. Der Bauunternehmer Charles Lose war unheimlich still geworden, seine übliche Selbstgefälligkeit war durch etwas Kälteres ersetzt. Berechnet er es, er versucht noch abzuschätzen, wie viel Schaden angerichtet worden war, wie viel von seinem Sicherheitsnetz gerade weggerissen wurde. Bondi konnte die Räder in seinem Kopf drehen sehen. Ohne geht's auf der Bank. Würde sie Rechtsteam den Fall auf seine eigenen Verdienste argumentieren müssen und sie hat keine. Sie lehnt sich leicht vor. Herr Lose,
Möchten Sie mit den heutigen Verhandlungen fortfahren? Oder würden Sie lieber über einen Deal sprechen? Sein Kiefer spannt sich an, das ist eine Hexenjagd. Bondi schenkt ein kleines Lächeln, nein. Herr Lose, das ist Gerechtigkeit. Er schnaubte, schüttelte den Kopf. Sie denken, ein korrupter Richter ändert irgendwas. Sie denken, das bedeutet, sie gewinnen. Bondi antwortete nicht sofort. Stattdessen ließ sie still sich ausdehnen. Ließ das Gewicht des Moments einsinken. Ich denke, es bedeutet, das System funktioniert noch. Sagt sie schließlich. Egal, wie mächtig jemand sich hält. Die Wahrheit ihn immer einholen wird. Lose atmete scharf aus, aber er hat nichts mehr zu sagen. Der Sitz des Richters blieb leer. Aber es spielte keine Rolle. Der Fall lag nicht mehr in seinen Händen. Das Anklageteam tauschte Blicke. Und einer von Bondis Kollegen beugt sich vor. Es könnte ein guter Zeitpunkt sein, auf einen Deal zu drängen. Bondi überlegte es. Sie konnte die Veränderung im Raum spüren. Wie die geschworenen Zusahen warteten. Sie haben gerade etwas gesehen, das sie nie vergessen würden. Aber sie würden es nicht mit einem Flüster enden lassen. Sie stand, Euer Ehre. Begann sie, dann hielt sie inne. Korrigiert sich zum Vorsitzenden Richter, der Fall übernehmen wird. Ich möchte einen formellen Antrag stellen, mit zusätzlichen Beweisen fortzufahren. Angesichts der heutigen Ereignisse ist klar, wir brauchen eine vollständige Untersuchung. Wie weit die Korruption reicht. Ein Murmeln lief durch den Gerichtssaal. Bondi fuhr fort. Richter geben zwar nur einen Teil des Problems. Wenn mit ihm das aufdecken konnte, bedeutet das, es gibt mehr Namen. Mehr Leute, die dachten, sie wären unantastbar. Sie wandt sich an Lose, also frage ich sie nochmal. Wollen Sie reden? Lose saß starr. Seine Finger tippten gegen den Tisch. Er wog seine Optionen. Dann endlich atmete er aus. Wenn ich's tue, will ich Schutz. Bondi nickte langsam, dann sollten sie besser anfangen zu reden. Der Gerichtssaal war nicht mehr derselbe Ort wie vor. Einer Stunde das Machtgefüge hat sich verschoben. Die Wände, die Mächtigen schützten, hat begonnen zu bröckeln und beim Bondi hat gerade eine Botschaft an alle gesendet, zusahen. Niemand steht über dem Gesetz. Als der Gerichtsdiener zur Ordnung im Verfahren rief, sich darauf vorbereitete, fortzufahren, stürzten die Reporter hinten im Raum, um ihre Geschichte herauszubringen. Es war nicht nur ein weiterer Fall. Es war Geschichte und es war nur der Anfang.